Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Wir machen auch direkt weiter hier im Kartenchaos. Und probieren nochmal einfach so hier, ob wir es gewinnen können, damit wir hier nochmal das Booster Pack kriegen. Das wäre ganz angenehm, wenn das funktionieren würde irgendwie. Oh, jetzt kommt hier Zeit in der Warteschlange. Normalerweise laggt das bei mir immer. Ich habe ja halt einer der allerbesten Gamer-PC, muss ich mal dazu sagen. Jetzt hat es auch keine Rückmeldung. Herzlichen Glückwunsch. Die Internetverbindung halt, ne? Wenn ich hier tatsächlich die Internetverbindung brauche für ein Spiel, dann muss ich auf die Notlösung zurückgreifen und die ist oft nicht so stabil, diese Internetverbindung. Okay, wieder Magier gegen Magier. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Gut, die zwei sind aufeinander abgestimmt, dann darf ich zuerst und dann die Donnerechse, die mutiert und eine tolle Fähigkeit kriegt und die wandelbare Schriftrolle verwandelt sich in einen beliebigen Magierzauber. Okay. Hallo. Erstmal höflich sei. Zug beende. Und dann haben wir hier den... Oh ja, ja. Danke. Dankeschön. Ja, dann kriegen wir noch einen Magierzauber auf die Hand, wenn der stirbt. Deswegen holen wir den Kolleg und die Donnerechse, die darf dann in der nächsten Runde mutieren. Die ist sogar in Hologramm. Hologramm sag ich. Die ist sogar mit bewegtem Bild, weil es eine goldene Karte ist. Okay. Der hat mir den Zauber hier gegeben, entdeckt einen Zauber, verringert seine Kosten um 2. Schön. So, dem gebe ich noch zusätzlich plus 3 Leben. Es sei denn, der spielt jetzt Feuerball aus, der 6 Schaden macht. Dann ist mein Donnerechslein leider hinüber. Ja, dann kann ich jetzt sowieso nicht mehr ausspielen. Okay, Feuerball habe ich jetzt aber parat. Haha! Der Ruf und der Wetter. Und direkt auf der Held. So. Der gute E048. So. Schauen wir mal. Das habe ich allerdings nicht gemacht. Ich habe kein Elementarus gespielt. Die sind mir alle etwas zu hochkostig. Kann ich auch nicht ausspielen gerade. Natürlich hat er wieder einen Tierkriecher. Okay. Gut. Dann habe ich allerdings... Ach, Kampfschrei verursacht 2 Schaden. Ja, dann kriegen wir platt. Der dürfte allerdings zur Kategorie Wildtier zählen. Ah ne, zählt auch als Elementar. Okay, cool. Setzt den Angriff des Dieners zu Beginn eures Zuges auf 4. Und die Schnecke. Okay. Na gut. Haltet einen Flammengeist hier auf die Hand, ist gut. Brauche ich, denn so können wir das A greifen. Wenn der giftig ist, tötet der jeden, der dann A greift. So können wir uns das nämlich sparen. Und wir verhindern, dass diese Truhe groß wird mit 4 Angriff. Für mich geht es jetzt in erster Linie mal darum, das Schlachtfeld zu kontrollieren und dann der Held anzugreifen, sobald er Lücke drin hat in seinem Schlachtfeld. Diese Runde geht auf. Und er hat Aufgeber. Gut. Danke. So, wenn man 3 Siege erringt, gibt es auch nochmal zusätzlich 10 Gold für unseren Topf. Und wir haben noch eine Packung gekriegt. Sehr schön. Okay. Die Quest wäre dann auch so gut wie erledigt. Da würde ich ja mal sagen, wir wechseln mal den Modus, damit ihr auch mal ein anderes Deck seht. Und ich würde mal meinen Standard-Schamane im gewerteten Modus machen, damit ich auch eine neue Karte rücke von der Saison kriege. Schauen wir doch mal. Ja, wie gesagt, da ich nicht der aktuellste Gamer-PC habe, laggt es hier auch kurz, bevor man seinen Gegner findet. Deswegen müssen wir einfach mal damit leben. Ich habe halt nicht das aktuellste, kostet halt einen Haufen Geld, den ich nicht habe. Aber es ist ein guter Standard-PC. Okay, gegen Paladin mal. Das ist auch nicht schlecht. Das ist der alternative Held zum Paladin. Eure Zeit ist gekommen. Okay, da habe ich auch so Elementar-Deck. So, dann machen wir mal weg. Und das Südmeer-Deck-Matrose finde ich großartig. Wenn der A greift, macht er nämlich mein Lieblingsgeräusch generell in Filme und in Lab und in Spiele und sowieso. Haha! Ach ja, herrlich. Okay, das ist auch ein Gebiet von der Arena her, das ich noch nicht kenne. Glaube ich zumindest. Ja, das ist, glaube ich, Hexenwald. Das habe ich auch noch nicht mitgekriegt. Hexenwald.
Okay. Rühren wir mal ein bisschen die Suppe. Die Waschzum vom Ackermanns Heinz ist es zwar nicht. Wenn wir da ein Flakon aufmachen, jawohl geht es. Und hier ist Lavendel, das strömt einfach nur betörende Düfte ab. Grüße. Und wir spielen mal, wie gesagt, als Schamane mit Thrall. So, hier können wir die Zapfe nicht abmachen oder so. Geht nix. Oh, wir haben einfach nur keine Rückmeldung, weil mein Internet mal wieder lahmarschig ist wie Sau. Hoppla. Das habe ich aus Versehen noch hier verdeckt gemacht. Oh. Verbindung zu ihrem Spiel wurde getrennt. Das finde ich nicht so gut. Müssen wir wohl rausgehen. Das kann hin und wieder halt mal passieren, ihr liebe Leute, wenn die Internetverbindung nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Schade drum. Wir sehen uns gleich wieder, ihr liebe Leute. Da bin ich wieder. Ja, anscheinend hat er mich jetzt hier rausgeschmissen. Okay. Erstmal die Waffe anlegen, denn hier mal einfriere. Und da ich eine Waffe habe, kommt der eigentlich, aber naja, komm. Machen wir mal so. Ja, das passiert halt wieder, dass die M, wenn man mit dem Internet scheiße war, dass die M wieder im Prinzip hier ins alte Spiel wieder zurückschmeißen. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Was hat er dann hier überhaupt? Bewahrerin des Lichts. Wenn dieser Diener mindestens 3 Angriffe hat, hat er Spott und Lebensentzug. Na, großartig. Hat er sich wohl aufgepusht. Hier haben wir noch Rekrut der silbernen Hand. Das kann der mit seiner Heldefähigkeit heraufbeschwören. Und das war jetzt Kampfschrei entdeckt. Ein Geheimnis. Hydrologin. Okay. Was haben wir auf der Hand? Zieht eine Karte, haltet eine Kopie davon, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. Okay. Machen wir das. Zauberbrecher ist schon mal verdammt gut. Und dann machen wir hier, das war das, was ich bei der ersten Episode gemeint habe, mit Überladung. Legt euch nicht mit den Drakari an. Weil dann habe ich in der nächsten Runde 3 Mana-Kristalle gesperrt. Das heißt, ich kann nur über 3 verfügen. So. Der Rest sparen wir uns. Ich versuche nämlich den Zauberbrecher zu wirken. Und mit Schweigen beende ich all die tolle Sache, die der auf sich drauf gewirkt hat. So. Ja, wie gesagt, sorry. Manchmal ist die Internetverbindung etwas murksig. Wegen dieser Notlösung. Weil in mein eigentlicher USB-Anschluss, wo mein WLAN drin ist. Was würde Uta tun, ist auch gut, weil das ist der eigentliche Paladin-Held. In der eigentlichen Internetbuchse steckt mein Mikrofon drin. Das funktioniert leider nur in dem USB-Port. Deswegen, ne? Etwas Pech gehabt. So. Der versucht sich jetzt wieder hochzuheilen. Muss er sich eigentlich auch gar nicht, weil er volle Lebenspunkte hat. Und jetzt lässt er noch seine kleine Rekrute auf mich los. So, jetzt kann ich auch wieder hier ein bisschen... Kann ich auch hier wieder ein bisschen die Umgebung erkunden. Das war mir beim letzten Mal nicht möglich. Weil die Internetverbindung nicht gestanden hat. So, jetzt machen wir das hier. Und machen das. Weil wenn man nicht als erster reist, kriegt man nochmal einen Mana-Kristall im Prinzip geschenkt. Und das habe ich mir jetzt zunutze gemacht. So, wir probieren jetzt einfach mal ein Geheimnis zu aktivieren, weil ich hoffe, dass genau das kommt. Dass das Paladin-Geheimnis Heldenopfer einfach ausgespielt wird, dass sich einer dagegen schmeißt, damit sein Held geschützt ist. Was hat er dann da gewirkt? Quest wirkt 6 Zauber auf eure Diener, Belohnung ist Galvadon und Galvadon ist Kampfschrei, mutiert 5-mal. Das heißt, er hat 5-mal die Auswahl aus sowas wie kann nicht von Heldefähigkeit und Zauber betroffen wäre, kriegt Gottesschild, doppelt Leber und so weiter und so fort. Das ist dann Mutation. Das kam mit Ungoro auf. Mit der Erweiterung. Okay, dann lass da mutiere. Und zwar mit +1/+1. Okay, sein Quest ist auch gut voran. Schritte sehe ich. Da würde ich dir mal Folgendes sagen. Wir können die Partie eh nicht mehr gewinnen. Da ich zwischenzeitlich gestört war wegen meiner Internetverbindung. Machen wir jetzt mal Folgendes. Mein Lieblingsgeräusch. Ich finde das so gut. Dann kommen wir hier durch.
Und der kann nämlich geopfert werden, der Kumpel. Das machen wir so. Wir rufen noch ein Totem herbei. Oh, hoppla, habe ich denn darauf beachtet, dass ich nämlich den hohen Angriff habe. Rufen ein Totem. Und tja, holen den Diener noch. Ach, wenn er uns nichts mehr bringt und wir von seinen Vorteile wahrscheinlich nicht profitieren können. Weil der hat nämlich der entfesselte Elementar, erhaltet jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte mit Überladung ausspielt. Können wir leider nicht so wirklich nutzen. Und natürlich der berühmte Paladin-Zauber Weihe. Weihe, klar. Das muss so sein. Gut, jetzt haut der uns mal auf die Mütze. Und das war's dann mit uns. Gut gespielt. Muss ich ihm loser. Ihr habt meinen Dank. Gut, er bedankt sich ja wenigstens davor. So. Gut gespielt. Und sagt es auch nochmal. Ja, wir können hier nichts mehr verlieren. Gewinnt 5 weitere Spiele, um eure Saisontruhe zu erhalten. Kann nächsten Monat geöffnet werden. Da ich heute am Ende 30.3. aufnehme, sollte ich sowas eigentlich noch dringendst machen. Deswegen, wir machen jetzt mal mein Magier-Standard-Deck. Also ich muss zumindest mal auf Rang 20 kommen, damit ich hier, oder 5 Siege erringe oder irgendwas in der Art. Anscheinend jetzt geändert, dass ich durch meine, zusätzliche Sache krieg für den nächsten Rang, inklusive Kartenrücke vom Märzmonat. Ich habe mir derzeit auch nur 2 Decks gebastelt, ihr liebe Leute. Ihr könnt mir selbstverständlich auch nochmal weitere Decks empfehlen für andere Klassen, wie Paladin, Hexenmeister und so weiter und so fort. So. Okay, Frostnova machen wir jetzt mal beide raus. Weil das Magier-Deck finde ich eigentlich auch ganz cool, um ehrlich zu sein. So. Was zum Beispiel auch hier ruft jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, einen zufälligen Diener habt, bei der 2 kostet, so kann man halt sein Schlachtfeld sehr schnell aufräumen. Und, auffüllen, nicht aufräumen. Finde ich halt ziemlich cool. Melde mich zum Dienst. Okay. Hallo. Matt. So. Probieren wir das doch mal gleich. Ach, wenn der wahrscheinlich jetzt hier direkt auf meinen Mana-Würm drauf geht. Der ist nämlich jedes Mal +1 Angriff, wenn ich einen Zauber wirke. So. Okay. Dann wollen wir doch mal. Die Arena kenne ich wiederum. Die war schon ganz am Anfang im Prinzip dabei. Hehe. Was würde Uta tun? Er wird wahrscheinlich ganz laut rufen, im Namen des Lichts wirkt 6 Zauber. Ja, kennen wir wieder diese Questkarte. Okay. Jetzt pusht er seinen... er mutierten einfach nur. Ich muss handeln. Jetzt. Dann handle, Diener des Lichts. Oh, ja, okay, jetzt geht er direkt auf meinen Typ drauf. Na dann, würde ich dir mal sagen. Ganz schlicht. Machen wir das einfach so. Der Teerkriecher ist, so wie ich auch schon mal gesagt habe, eigentlich ein ziemlich guter Diener auf Low-Cost-Level. Kostet nicht besonders viel, kann für die Verteidigung ein unglaublich gute Diener sein. Genauso wie das Ding, das ist halt auch gefährlich, weil es vergiftet drauf hat, ne? Okay, dann machen wir den hier. Weil ich kann den jetzt ja platt machen. Ich möchte keinen Feuerball für so einen Diener verschwenden. Und will, dass er der Angriff führt. Und ich möchte halt, dass er hier in dem Fall der Angriff führt und nicht ich derjenige bin, der seinen Angriff führen muss und du damit seinen Diener verschwendet für so Wärstel. Und dann müsste ich ja auch noch mit dem Zauber hinterherhauen. Okay. Das ist so ein klassischer, auf den ich den Feuerball wirken kann. So. Dann machen wir das nämlich. Und zwar machen wir Feuerball auf den. Ah, das ist natürlich noch besser dazu. Realität. Spielt gut zusammen jetzt. Jetzt kriegen wir nämlich nochmal 4 Rüstpunkte. Und er beschwört uns hier nochmal eine Waffe aus eurem Deck als Kampfschrei. Glitzergrabscherer. Egal. So, bevor der nämlich sein Quest hier weitermacht und sein Diener weiter pusht, machen wir auch die kleinen Minions platt. Okay. So, jetzt haben wir natürlich eine relativ coole... Hatten natürlich eine relativ coole Kombi. Okay, das war Pech.
Das war Ihr Künstlerpech. habt meinen Dank. Dann rufen wir 2 Diener herbei. Mit Schrott. Ziehen ein bisschen Karte. Und haben relativ Glück damit. Im nächsten Zug können wir nämlich hier, Kampfschrei fügt für jede Karte auf eurer Hand einen zufälligen Feind einen Schaden zu. Das ist natürlich ganz cool. Hoffen wir doch mal, dass der relativ viele Diener, kleine Minions jetzt beschwören will. Dann können wir den benutzen. Für jede Karte auf eurer Hand. Dann werden es dann noch 3, 4 in der nächsten Runde. Okay, na dann mache ich das anders. Dann machen wir hier so. So. Und so. Ich hoffe nur, er zielt nicht drauf ab jetzt wieder, dass ich hier mein Kampffeld, mein Schlachtfeld auf Power und er das mit einem Zug oder mit 2 Zauber im Prinzip wieder räumen kann, das Ganze. Schauen wir doch mal. Weil er hat noch ein paar mehr Karten als ich in der Hand. Ja, sowas hatte ich befürchtet. Der gesichtslose Manipulator ist halt auch schon eine ziemlich geile Karte. Okay, jetzt hat er verhindert, dass ich da mit dem Feuerball drauf hauen kann. Clever. Ja, das hätte ich jetzt nämlich machen können. Dann machen wir doch mal so. Mhm. Okay. Wir holen unseren Feuerelementar. Und wir opfern unser Diener nicht für den hier. Das machen wir nicht. Das ist halt problematisch. Der hat natürlich auch den Vorteil gesehen, weil so kann ich kein Feuerball auf den Diener wirken. Das geht halt leider nicht. Der ist jetzt immun gegen sowas. Nur für Flächezauber ist er auffällig. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier wieder Blizzard habe, was 2 Schade für alle Diener verursacht, ist der nach wie vor davon betroffen. Es sei denn, die haben das irgendwie komisch abgeregelt, sodass ich das nicht mehr wiederfinde. Wie ich es gekannt habe. Mhm. Okay, der baut sich jetzt sein Schlachtfeld auch wieder langsam auf. Zieht eine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. Okay, machen wir das nochmal folgendermaßen. Wir machen den weg. Wir machen den Zauber. Genau, da können wir nämlich das hier machen. Druff und Wetter. Und auf ihn. Schöne Geräusche macht er, der Tierkriecher. Rühren wir nochmal die Kriegstrommel. So. Okay. An sich ein ganz cooles Deck, wie ich so feststelle. Gut gespielt. Dankeschön. Danke. Schauen wir mal, was er Diese jetzt macht. Schlacht geht an euch. Okay. Gut gespielt. Dann vielen Dank dafür. Okeli-tokeli. 1 von 5 Siege. Gewinnt 4 weitere Spiele, um eure Saisontruhe erhalten. Kann nächsten Monat geöffnet werden. Okay, cool. Da würde ich mal sagen, ihr liebe Leute, bevor wir uns direkt hier ins nächste Kampfgetümmel reinstürzen, haben wir unser Quests beendet. Ohne ein bisschen Entspannung muss zwischendurch Ammo sein. Wir holen uns noch für 100 Gold, kann man sich mal Kartepackung kaufen. Das muss man mit Realgeld bezahlen, das ach. Dann holen wir uns noch Dodefumo einer. Und Hexenwald können wir uns theoretisch nicht holen, weil das kostet Geld. Dr. Bums Geheimlabor genauso. Kobolde und Katakomben kostet auch Realgeld. Das ebenfalls. Kostet alles Realgeld. Okay. Dann schauen wir mal bei der Helden. Kosten die auch Realgeld? Jo, die kosten alle echtes Geld, die Helden. Dann fällt die Wahl sehr leicht. Moment. Die kosten alle mittlerweile Realgeld. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass man die mittlerweile mit Gold kaufen kann. Das ist etwas doof jetzt. Wenn ich jetzt tatsächlich hier Karte-Packs mehr mit Gold bezahlen kann, ist etwas blöde. Ah doch, da haben wir es doch. Eine Packung. Ja, okay. Na also, geht doch. So, das ist Vorverkauf. Da kann ich nichts großartig machen. Willkommenspaket. Das kann ich jetzt allerdings auch nur mit Realgeld. Okay. Dann holen wir uns doch hier eine Packung so. Von dem hier. Vom Neuesten. Und holen uns vom Dr. Bum. Geht es auch.
Ich würde aber sagen, wir holen uns vom Hexenwald. Ihr könnt mal selbstverständlich auch für weitere Episoden, wenn ich dann wieder über Gold verfüge, sagen, hey, holt ihr doch mal mit dem Gold Cell und jene Karte Packs. So. Dann machen wir doch mal die Pakete auf. Und zwar erstmal die Klassik. So. Das ist eine Normali-Karte. Das ist eine Selteni-Karte in Blau. Ansonsten haben wir nichts anderes. So. Ausweiden, das ist für die Schurke. Scharfschießen für Geheimnis für den Jäger. Wächter von Mogushan, der ist allgemein, den kann jeder verwenden. Die hasserfüllte Schmiedin genauso. Und Druide, Unbändigkeit. Okay. Dann machen wir als nächstes hier der Rambazamba auf. Ja. Klingt auch geil, wenn man das aufmacht. Normale, selten, normal. Oh, was Legendäres. Habt ihr ja mal gleich Glück hier, liebe Leute. Bringt anscheinend Glück, wenn ich Karte-Packs im Let's Play öffne. Okay, wilde Wadenbeißerin, Lebensentzug, Kampfschrei, verursacht 1 Schaden. Gar nicht mal so schlecht für alle Klassen. Moschok Ringrichter, alle Klassen, Spott und Gottesschild, kostet 8, hat nur 2 Angriff, aber 14 Lebenspunkte. Geil. Für den Hexenmeister, riesiger Terror-Troll, Spott, Kampfschrei, werft eure Karten mit den niedrigsten Kosten ab. Hexenmeister hat halt immer so ein paar Sachen, die man sich selber zufügt. Für den Magier, Geist des Drachenfalken, im ersten Zug verstohlen, eure Heldenfähigkeit trifft auch benachbarte Diener. Das ist natürlich geil. Und Achtung, was kommt legendär? Krakwa, der Frosch. Für den Schamane. 4 Angriff, 6 Lebenspunkte, Kampfschrei. Lasst alle Zauber, die ihr im letzten Zug gewirkt habt, auf eure Hand zurückkehren. Na, das ist natürlich ziemlich cool. Und dann machen wir mal den Hexenwald auf. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir auch wieder Glück. Nix. Selten. Nix. Okay, Standard. Sumpfegel, Lebensentzug. Für alle Klasse. Teufelskreis für den Hexenmeister. Beschwört 4 Wichtel mit 1-1 Werte. Druidin der Sichel für den Druide wählt aus, verwandelt sich in einen Panther mit 4-2. Mit Eifer oder ein Wolf mit 2-4 mit Spott. Eifer sagt man wiederum noch nichts. Das ist auch für mich noch neu. Okay, die haben wir doppelt gemoppelt. Und für alle Klassen die Geistermiliz. Echo und Spott. Echo. Diese Karte kann in dem Zug, in dem ihr sie ausspielt, mehrmals ausgespielt werden. Ja, das ist geil. Das macht mal Spaß. Okay. Na dann gehen wir wieder mit meinem Magier-Deck hier rein. Ich nehme heute übrigens 4 Folgen wahrscheinlich auf Reserve auf, damit ich über die Woche komme. Und dann müssen wir mal schauen, wie das noch weitergeht. Ihr könnt selbstverständlich, darum bitte ich sogar, dass ihr fleißig kommentiert und mir Deckvorschläge schickt für weitere Klasse, damit wir die Abwechslung haben einfach. Okay. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Gut, die 2 mit der hohen Kosten muss ich rausschmeißen. Das bringt mir noch nichts am Anfang. Während der Arkan-Konstrukteur einfach nur gut ist. Ja, weil ich Frostleech Chainer nicht habe ich halt Erzmagier Antonidas als Ersatz genommen in dem Deck. So, dann Leute, machen wir hier Arkan-Konstrukteur. Realität erschaffen. Hallo. Priester. Kann natürlich auch ziemlich übel sein. Danke. Der Gerd, Ist der jemand Gute. verletzt? Ja, der Klassiker. Das hätte ich Arima als erstes ausgespielt. Die Klerikerin von Nordhain. Okay, der bietet Rüstpunkte. Und der Priester kann sich oder sein Diener um 1 heilen. Um 2 Punkte heilen. So, zieh deine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. Schauen wir doch mal. Okay. 8. Klassiker hätte ich auch gemacht. Geist der Toten im ersten Zug verstohlen. Nachdem ein befreundeter Diener gestorben ist, mischt ihr eine Karte davon, die 1 kostet in euren Deck. Okay, in euer Deck. Okeli-dokeli. Na dann. Was machen wir dann? Wir frieren die Kollege mal ein. Hauen drauf. Und schauen, dass wir da im nächsten Zug hier das Eisgespenst ausspielen können.
nachdem, was er jetzt hier Gottloses treibt, der Priester. Toller, bewahre uns! Okay, das ist gemein, weil der ist ziemlich gut. Und kann sehr gut in Kombination benutzt werden. Tja, dann machen wir doch hier. Ja, sowas hatte ich befürchtet. Auflösen. Und ruffende Wetter. So, dann müssen wir mal schauen, was der nochmal hat. Ih. Ja, der heilt und zieht natürlich jetzt Kater. Ist logisch. Okay, hat sich erledigt mit beim Arkan-Konstrukteur. Zauberschaden plus 2. Okay. Folgendes. Der muss weg. Der muss dringend weg, weil das der Kartelieferant ist. Toller, Nee. bewahre uns! Einfach nur. Seid alle Sklaven der Schatten. Okay, der zielt drauf auf, sein ganze Diener zu pushen. Das wird hässlich. Das wird richtig hässlich gerade. Okay. Du hast mal keine Chance gerade. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Der pusht jetzt sein Diener. Du kommst nämlich durch. Das wird kein Durchkommen sein. Der kontrolliert jetzt schon das Schlachtfeld für sich. Und wird es immer weiter kontrollieren. Ja. Haben wir keine Chance gerade. Ja. Das befürchtete ich. Wir müssen jetzt irgendwas ganz Tolles kriegen. Sonst pusht er weiter hier sein Diener. Und wir kommen irgendwann nicht mehr durch. Haben wir Pech gehabt jetzt. Tja. Die Wissenschaft ist überwältigend. Wir können jetzt nichts anderes machen, als Diener rauszuhauen, auch wenn wir von ihrer Fähigkeiten nicht mehr profitieren können. Hier bleibt leider nichts anderes übrig zurzeit. Und er kann seine Minions ja nach wie vor wieder heilen. Das ist ein großes Problem für mich. Ja. Er kontrolliert hier alles. Und jetzt wieder 1-1 und einer auf ihn hier. Na, großartig. Okay. Was anderes können wir hier nicht machen. So. Wieder einer gepusht bis zum geht nicht mehr. Das wird nichts, ihr liebe Leid. Die Runde haben wir verloren. Ziemlich eindeutig sogar, was haben wir dann kriegt. Toxikologin, Kampfschrei verleiht eurer Waffe plus 1 Angriff. Ja, Heilige Nova ist natürlich auch der gute Standard-Basiszauber für den Priester. Und genauso wie die Heilige Pein. Das wird für mich wohl die heilige Peinlichkeit. Meine Fresse. Gut gespielt. Gut gespielt. Danke. Tja. Dann. Ihr braucht meine Hilfe. Was anderes bleibt mir nicht mehr übrig. Ich kann doch nichts mehr machen. Der hat mich am Sack. Gut gespielt. Wenn jetzt alle 3 Minions angreifen, bin ich geliefert. Das hat er. Die 12 Schade macht er 100 Protz. Jetzt macht er wahrscheinlich auch noch zusätzlich, dass das seinem Leben entspricht. Ah, nee, okay. Ich habe gedacht, er hätte möglicherweise noch die Priesterkarte. Na gut, dann will er mich anscheinend hier wirklich einfach nur rauszögern. Ein Drache? Was ist das für ein schöner Drache? Ruft jedes Mal einen Weltblink 3-3 herbei, wenn ein befreundeter Diener geheilt wird. Au. Realität erschaffen. Dann lasse ich mal noch übrig hier, damit ich immer 5 Schade aus heiterem Himmel verursachen kann. So. Aber Pech gehabt habe ich sowieso, der hat mich. Der kann es jederzeit beenden, wenn es ihm Freude macht. Jetzt kommt noch ein Weltblink dazu. Oh, goldig. Okay. Das war logisch, dass das jetzt einmal beendet. So. Wir können wenigstens so keine Sterne verlieren. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wenn wir weiter versuchen, hier im
gewertete Modus wenigstens die 4 Matches noch zu gewinnen. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Iron Yankee.